Wow, guck, was ein Wolf. Richtig, das tut also Wolf. Das ist ein Wolf-Feine bei Eishai an Europa findet. Weißt du, dass also Schnuffi mit Wolf Familie ist? Nee, ich gebe dir das nicht. Der Schnuffi sieht gar nicht so aus wie ein Wolf. Du hast recht. Die zwei sehen ähnlich aus. Mit all deren Pflanzen, die verändern sich am Laufe der Jahrtausenden. Die Wolfhai und also Schnuffi, die hat für lange Zeit dieselbe Urgroßeltern. Und die haben wahrscheinlich ein bisschen so ausgesehen wie den heutigen Wolf. Wie du meinst, der Schnuffi und der Wolf von der ähnlich Urboom? Genau. Wahrscheinlich für ungefähr 30.000 Jahre, also wie der Mensch nach Mammuten gejagt hat, gab es verschiedene Wölfe, die hatten ein bisschen mehr Angst wie andere. Und haben sich getraut, mehr noch bei den Menschen zu kommen, weil sie da immer etwas zu fressen von tun. Die Menschen waren auch froh, wenn Wölfe an ihrer Gegend waren, weil die Wölfe, wo sie gewarnt von einer Wildtiere gekommen sind, wie zum Beispiel ein Bier. Los sind die Wölfe an den Mensch fremd gehen, an den Wolf zum Hund und zum Haustier. Genau das Wolf waren dem Schnuffi seine Urgroßeltern. Der Mensch hat sich auch zum Beispiel speziell herausgesucht, für ihm bei der Jagd zu helfen. Das waren die ersten Jagdhunde. Das erklärt ja aber noch nicht, wie weit der Schnuffi und der Wolf so verschieden ausgesehen, obwohl sie eine namensliche Familie sind. Der Schnuffi hat zum Beispiel viel mehr lang Haar. Ihr wisst ja, dass Kanner ihren Eltern gleichen, aber trotzdem in der Nähe verschieden sind. Die gleicht ihren Eltern zum Beispiel daran, dass sie alle drei blaue Augen haben. Die sieht aber alle drei anders aus. Zum Beispiel haben die alle drei eine andere Haarfarbe. Auch die Welpen sehen alle verschieden aus. Am Muppe mit kurzen Haaren kriegen durch Zufall eins du kleiner mit mehr langen Haaren. Für einen Hund mit langen Haaren zu züchten, sieht der Mensch dann so ihn raus und bringt ihn mit einem anderen Mupp zusammen, den auch lange Haare hat. Den hier kann er und dann oft lange Haare oder sogar noch mehr lange Haare wie hier Älteren. So geht das dann immer weiter, bis eine neue Hundsrasse entstanden ist. Und der Schnuffi gehört dazu, zu einer Hundsrasse mit schönen, langen Haaren. Hallo, Hunde also die Vorfahren von diesem Wolfhai haben sich für Tausende von Jahren mit der Hilfe von Menschen los zu einem Haustier entwickelt. Das man Mensch ob Schurch geht, ob hin oppas oder einfach mit hin kuschelt, wie sich Schnuffi.